Freunde des Wiener Kabinettorchesters, ich darf wieder eine Wiener Kabinettgeschichte erzählen. Diese Wiener Kabinettgeschichte hat damit zu tun, dass ich zu Schönbrunn einen ganz eigenen Bezug habe. Und ich bin als Kind mit meinen Eltern dort viel im Park spazieren gegangen, war später dann eingerückt beim Bundesheer in der Maria-Theresien-Kaserne, und da hat man halt Morgensport unten im Schlosspark gemacht. Naja, und dann bin ich mit meiner Freundin sehr gern dort spazieren gegangen und wir haben sogar die Hochzeitsfotos in Schönbrunn gemacht. Und jetzt ist es so, meine Frau ist eine große Romantikerin und sie ist auch die erste Leserin meiner Texte. Also wann immer ich einen Text schreibe, ein Lied schreibe, dann liest sie sich das als erstes mal durch und dann sagt sie, naja, gefällt mir, oder schön, oder witzig, das war lustig. Und manchmal sagt sie, naja, das habe ich aber schon besser gesehen von dir. Und so gesehen ist sie mir eine wirklich wertvolle Kritikerin. Und wie gesagt, sie ist eine Romantikerin, also habe ich ihr eine Geschichte geschrieben, weil ich bin auch ein Romantiker, wenn man es nicht gleich merkt, aber bin ich doch. Und habe ich ihr eine Geschichte geschrieben, die heißt Romantik in Schönbrunn. Na, ich gebe ihr die Geschichte zum Lesen, sie liest sie durch, sagt, ja, ist eigentlich ganz lieb, ja, ist schön, ja, aber du, den Schmäh habe ich nicht verstanden. Naja, dann habe ich mir gedacht, wir Männer sind doch die eigentlichen Romantiker auf dieser Welt, weil in der Geschichte war kein Schnee. Das war einfach ein Liebesgedicht, das übrigens ein sehr schönes Lied geworden ist dann. Ein Liebesgedicht für meine Frau. Romantik in Schönbrunn steht in meinem Buch Das Leben bei uns. Das Leben bei uns ist in Schönbrunn auf alle Fälle opportun. Ein jedes Winkel macht mich jung und weckt in mir Erinnerung. Der Frühsport war beim Bundesheer. Gemeinsam rennen wir kreuz und quer im Park herum und dann, nicht gern, zurück auf wieder ins Kasern. Ein paar Jahre ziehen wir noch ins Land. Mit meiner Freundin Hand in Hand geh ich voll Freude ins Palmenhaus und lock ihr ein paar Busseln raus. Dann war die Hochzeit. Richtig nett war die Feier bei der Gloriette. Beim Schloss, in voller Blütenpracht, haben wir die Hochzeitsbüdeln gemacht. Und gehen wir heute in den Zoo, dann nimm ich's Choram Publico fest in die Arme und spür die Sonne. Das ist Romantik in Schönbrunn. Liebe Grüße aus dem Kulturstadelmarkt St. Martin, Gerhard Blaboll, gesund bleiben. Hinterm Bahn steht Kodam,